Talk, 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 Mic check, 1, 2, 3. Hallo, hallo, Mü, Mü, S, lauter, S, lauter. So, Mikrofon funktioniert. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter. Ich habe mir extra vorgenommen, den Namen des Spiels zu merken. In der letzten Folge, die heute ist, wollte ich... Also, ich sehe, dass es heißt Librarian. Und zwar Tidy Up the Arcane Library. Glaube ich, heißt das Spiel. Nagelt mich nicht drauf fest. So, guck mal, Sound haben wir jetzt halt auch. Wunderschön. So, ich höre mich, ich sehe, dass ich mich hören kann. Sehr gut. Ich versuche das Mikrofon dieses Mal nicht knapp 50 Minuten bei einem einstündigen Video stumm zu schalten. Das war jetzt vielleicht nicht so beste Idee, so generell. Passiert halt. Kein Problem. So. Kopf angehauen. So. War da nicht eben noch? Da, gucke. So. Naja. Okay, also unser Plan heute ist, dieses Spiel hier zu beenden. Und ich glaube, das könnte durchaus hinhauen. So. Weil wir halt ziemlich krass sind. Ja, das auch. Ja, weil wir halt jetzt alle Zauber und sowas haben. Ich könnte jetzt sogar rennen. Aber wer macht denn sowas schon? Das ist eine Bücherei, der wird nicht gerannt. So. Kommt denn das Buch dahin? Hä? Ach, da oben. Na, komm mal her. Achso, vielleicht ein bisschen mehr wie nur eins nehmen. Das da noch dazu. So. Sortierung. So, dann muss ich das hier mal ganz kurz... Ach, Quatsch, von Hand. Wer bin ich denn? Ich bin hier der krasse Zauberfuzzi. Ich tue doch nicht von Hand sortieren. So weit kommt's noch. Wo kommt denn das jetzt wieder hin? Ach, da unten. So. Hallöchen, Popöchen. Dann rennen wir mal darüber. So. Dann wieder ein Tischbuch. Ja, nee, das zählt nicht als Tischbuch. Das da, das schwebende Tischbuch. Das nehmen wir uns und bringen es da hoch. Ihr seht ja oben links, wie viele Bücher wir noch brauchen. Also wie viele Bücher wir noch wegzusortieren haben, sagen wir es mal so. Also quasi noch knappe 900 oder so. Dahin. So, 1, 2, 3. Ja, komm, gib mal das daher. Wo kommt das hin? Da runter. So, und dann haben wir nämlich die ganze schöne Bücherei aufgeräumt und dann freuen wir uns alle. Wie die Schneekönige. Schneekönige, halt, Moment, ich kann hier das aufleveln. So, jetzt haben wir alles maximal. Ist das richtig? Krass, oder? Und den Rest müssen wir jetzt halt so noch irgendwie verteilen. Na gut. Na gut. Wenn es denn sein muss. Oh, hopp. So, ah ja, stimmt. Ist das? Da sind noch Tischbücher. Die will ich noch wegkriegen. So, das da muss ich aber auf jeden Fall, das liegt hier so blöde rum, weißt du? Ah, kommt sogar gleich dahin. Zack, so, jetzt können wir noch ein bisschen Tischbücher gucken. Da oben hin. Oh, hopp. Kleiner Hüpfer. Großer Hüpfer. 1, 2, 3. Nehmen wir das da gleich. Kommt das hin? Ich sehe nicht, wo es hinkommt. Hä? Achso, ich hab den Blick des Adlers nicht aktiviert. So, jetzt hat aber. Du Adlerblick, du. Also, auf geht's. Wir sind bald durch mit unseren Tischbüchern.
So, mal her. Das da noch mit. Da runter. So, ja. Motzt er mich hier an. Da hoch. So ungefähr. Was ist das für ein hübsches Buch? Das gefällt mir. Wo kommst du denn hin, du hübsches Buch? Dahin. Das habe ich sogar eine ungefähre Ahnung, wo das da hinkommt. Darüber. Hätte ich gewusst. Das hätte fast gepasst. Fast, aber auch nur fast. So. Das machen wir mal von Hand rein. Dann müssen wir jetzt nicht irgendwie unseren wertvollen Zauber hier verschwenden. Hat gepasst. Kann man nicht meckern hier. So, da hinten hin. Ach, guck mal, da ist der Schrank auch schon fast voll. So. Da runter muss er. Da runter, Pupunter. Dahin, oder? Nee. Da? Ah ja. Okay, haben wir hier noch einen Buchtisch. Tischbuch meine ich natürlich. Haben wir. Hallo? Hallo? Nein! Mann, ich bin ein bisschen dappig. Hör doch auf. Hör doch auf, Mann, Spiel. So. Da. Hopp. 1. Komm mal her. 2. 3. Da war jetzt noch ein Tisch, ein Buch auf dem Tisch, beziehungsweise in dem Fall auf der Bank gelegen. Dann will ich mir das auch holen. So, wo kommt das hin? Da hoch. Also ein vierbändiges, gell? Okay. So sei es. Zack, da ist noch ein blaues. Das kommt darüber, wenn ich es hinkriege. Okay. Ja, es ist muss ich hier diesen Umweg laufen hier. Zack, rein mit euch. Da oben hoch. Oh, hopp. Ich kann mal auch so reinmachen. Ach Quatsch, was soll das? Wenn es doch eh aktiv ist. Da ist doch drauf. Da unten hin. Das ist ein schönes Buch. Das werde ich mal dort oben hintragen. Zum Beispiel dahin. Hä? Auch nicht? Achso. Jetzt hat er aber. War noch nicht aufgeladen, weißt du? War noch nicht aufgeladen, so. So, einmal rüber. Einmal rüber. Zack. Dieses lila Buch da mitnehmen. Kommt ganz da runter. 2400, jawohl. Guck mal, 2500 fast. Kriegen wir heute locker noch das Spiel hier fertig. Ja, was mit dem? Willst du das nicht reinmachen? Hä? War jetzt irgendwie seltsam. Okay. Spiel ist gerade seltsam. Kommt das hin? Ah. So. Das da kommt da hoch. Hoppala. So, dann nehmen wir das da. Ja, das kommt darüber. Dann nehmen wir das da. Das kommt dahin. Müssen wir noch ein bisschen warten. Dann können wir es auch gleich wieder reinmachen. So.
Ja, ein komisches Buch. War doch gerade da oben. Warum hat denn das nicht funktioniert? Keine Ahnung. So. Naja. Kann auch 3 Bücher nehmen, weißt du? So, rein mit dir. The Ultimate Guide to Otherworldly Swearwords. Okay. Wo muss ich denn eigentlich hin? Sehe ich gerade. Ach, da. Okay. So. Da runter. Sortier dich oder ich fress dich. Da hoch. Rein mit dir. Nehmen wir das da. Das muss wohin? Ah, da hinten hin. Da hinten hin. So. Also, da muss ich hin. Da ist ja gar nicht mehr so viel zum Einsetzen irgendwie. So. Und wieder? So. 14, 15, so. Also, wo muss ich hin? Darüber. Ich hab's gesehen. Ich hab's eben noch gesehen. Zack. So. Und hier muss ich da runter. Jawohl. Nee, so langsam. Es wird, ihr Leute. Warum geht das nicht? Da, jetzt hat. So. Wo kommt der hin? Der kommt da hoch. Rein mit dir. Und die kommen wohin? So hin. Ja, da stehen ja noch ganze Dingsies hier. Das war komisch. Da hinten hin. Okay. Rein mit ihr. Irgendwie hier ein Buch. Jawohl. Da hinten hin. So. Okay, das muss darüber. Das schaffen wir nicht. Ja, jetzt stelle ich mich aber wirklich dran wie der letzte Mensch hier. Also, haben wir schon geholt. So, jetzt hat hier 1, 2. Das ist eigentlich eine gute Idee, so rumzulaufen, weißt du? So. Was ist er denn? Ach, da. Okay. Und das gibt's da hinten. So. Ist klar. Und das gibt es da hinten. Alles klar. Ich habe so das Gefühl, dass das Buch da falsch ist. Kann das sein? Die sind hier alle grün. Ich mach das mal raus. Ich mach das mal raus, weil das wäre 100 Pro falsch gewesen. So, da gehört es wohl hin. Ja, das gehört da hoch. Da rein, um genau zu sein. Okay, dann halt da. So. So. Es sieht hier irgendwie gar nicht mal so aufgeräumt aus. Ich gebe mir hier die größte Mühe, weißt du? Und es sieht irgendwie immer noch so beschissen wie vorher aus. So. Aber jetzt hast du halt viele von diesen kleinen Büchern da. Also diesen kleinen Serien, sag ich mal. Aber egal. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wohin? Da hoch. So, nächstes Buch. Da runter. Rein mit ihr. Nächstes Buch. Weiß ich nicht.
Nehmen wir mal noch was. So, da müssen wir hin. Um genau zu sein, wahrscheinlich da. Siehste. So. Nächstes Buch ist wo? Da. Ah, Mann, ey. Mann, ey. So, nächstes Buch. Da hinten. Komm, jetzt mal rüber. Das reicht nicht. Ich bin hängen geblieben am Tisch. Ich bleib öfters als hängen. Jetzt muss ich wieder darüber. Sag mal, das ist hier ein Links-Rechts-Gewusel hier heute. Das ist ja Wahnsinn. So. War dann das letzte Buch. Das darf nicht wahr sein, oder? Das darf nicht wahr sein. So. Was ist mit dem Buch da? Gib das mal her. Das mal her da. So. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Da unten. Ah, guck mal da, dann ist das jetzt auch voll. So. 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Da. Okay. Und die kommen hier jetzt wohin? Da hoch. So. Das war da unten irgendwo, gell? Hast du richtig gesehen? Ja, das stimmt schon. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Lass mal gucken. Ah, es fängt bei Buch 2 an. Was ist denn hier los? Das ist ja ganz falsch. Das muss hier hin. Das muss dahin. So, 3. Machen wir das halt von Hand. Wenn's der Zauber nicht hinkriegt. So. Na? Na, hallo. Da hinten. Aha. 1 frei, 1 nahe. 1 frei, 1 nahe. So, hier sieht's doch mal gut aus. Ach, guck mal. Sind wir sogar ganz in der Nähe hier. Rein mit dir. Dann holen wir uns mal noch ein paar Bücher. Und tragen die da runter. So, wo sind wir mit dem hier? Da oben. Mit dem hier sind wir wo? Da unten. Hüpf. Oh. Geht nicht. Naja, dann sortiere ich es. Komm, machen wir von Hand rein. So. Dass wir auch mal ein bisschen sowas gemacht haben. Man kann ja nicht die ganze Zeit hier irgendwie den Zauber machen lassen. Der Zauber muss auch mal Pause machen. Okay. Hinten sind wir. So. Na komm, kommst du her. Kommt da hinten hin. Hab ich gerade gesehen. Okay. Es scheint so. Nein, das kann nicht sein. Aha, da oben hin gehört's. Okay. Rein mit dir.
So, guck mal, da kann man gerade hingehen. Und das letzte, was wir noch hinkriegen, das da. Das kommt dahin. Da wir nicht mehr sortieren können gerade, das können wir auch mal von Hand mal wieder machen. So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Wetten werden angenommen, was das letzte Buch ist. Also die letzte Buchfarbe meine ich natürlich. Rupp. Ja, da sind wieder diese Stimmen zu hören. Habt ihr das gerade gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gewollt ist oder ob da irgendwie so eine Art, weiß nicht, Geheimnis oder so in der Nähe ist. 3, 4, 5. Okay, kommt schon mal runter. So, jetzt wieder hoch. Das hätte wirklich einen Haufen Arbeit gekostet. Aber das hätte alles mit der... Also ohne Hüpfen. Das Rennen ist egal, was wir gekriegt haben in der letzten Folge. Weißt du, Rennen ist Pipifax. Aber hier ohne Hüpfen, dauernd hoch runter gehen, das wär hart geworden, glaube ich. So. 2, 3, 4, 5. Gab's da noch ein Buch irgendwo? Nee. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da oben. So. Nächstes Buch ist da drüben. Alles klar. Komm, wenn wir schon mal hier sind. Solange das nicht aufgeladen hat. Wieder runter. Aha, jetzt wieder hoch. So, jetzt wieder runter. Ein ewiges Auf und Ab hier. Hüpf. So. Komm, jetzt sammeln wir mal ein paar Bücher ein. Da liegen sie rum. Alles klar, da hinten müssen wir hin. So. Rein mit dir. Nächstes bitte da unten. Rein mit euch. Nächstes direkt nebendran, aber wohin genau? Da. Wohin genau? Dahin genau. So. Da hinten hin. Oh, das scheint auch was Größeres zu sein. Das ist jetzt auch voll. Es ist ja. Jetzt machen wir Progress hier, ihr Leute. Pro-Gamer mit Progress. So, da oben muss ich hinhauen. Hopp. Und das letzte gehört dahin, wenn ich es denn hinkriege. Rein mit ihr. So, okay, haben wir hier schon ziemlich gut aufgeräumt. Guck mal, da liegt noch eins im Eck. Komm, wir gucken mal. Wir laufen mal hier die Ecken ab, dass da nichts mehr rumliegt. Das dann nehmen wir noch mit. Und das dann nehmen wir noch mit. Okay. Da, Eckenbücher. Ja, gar nicht. Na, irgendwie kann ich jetzt hier auch nicht besser laufen, jetzt wo ich mehr Platz habe. Ist ja Wahnsinn. So, aber hier sieht es irgendwie trotzdem immer noch peppig aus. Hä? Da. So. Jetzt da runter. Kommt
das da hin? Ah, das ist wahrscheinlich... Nee, oder? Ja, es kommt hier hin. Okay, hasta da rüber da. Hasta la rüber da. So. Dann tun wir auch hier wieder die Eckenbücher mitnehmen. Bevor da noch ein Unglück passiert. Keine Eckenbücher. Na gut. Nehmen wir die da. Hopp. So. Weiter geht's. Mal runter. Was sind wir denn? 2922 hier, Leute. Wir haben es bald. Wir haben es bald geschafft. Na, gucke. Läuft doch wie am Scharnürchen. Ah, auch dieses Regal hier ist voll. Guck mal hier. 1, 2, 3. Die nehmen wir auch mit. Kommt der hin darüber. Ey, boah, hast du das gesehen, hä? Mann, bin ich gut. So. Ja, super. Die halbe Botanik latschen. Ja, jetzt komm. Ach, es ist der Zauber alle. Mann. Naja. So. Moment. 8, 9, 10. Da hoch. Rein mit euch. Noch ein paar Eckenbücher. Oh, hopp. So, das kommt da rein. Sind wir hier schon fertig mit den Büchern alles? Boah, ey, ist das eine schöne, saubere Bücherei. Wahnsinn. Aua. Moment, dann sind wir jetzt hier ja auch fertig. Sehe ich das richtig? Zack. Da oben hin noch. Ah, da unten liegt noch ein Haufen Bücher, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So. Okay. Ich glaube, hier oben sind wir soweit durch. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was, wenn wir da jetzt durch sind soweit. Ja, okay, hier liegen noch. Die nehmen wir natürlich mit. Das sind Treppenbücher, die interessieren mich nicht. Kommen wir nachher zu. So. Da runter. Und da oben geht's weiter. Und nun muss ich wohin? Hä? Ah, da. Sind wir schon durch oder was hier? Ah, ne, da. Da, glaube ich, oder? Kann das sein? Ah, ja, jetzt. So, wo kommt das hin? Da hinten. Ah, ich war zu langsam. Naja, dann sortieren wir sie halt einfach von Hand ein. Hätte ja sein können, dass es noch reicht. Hat es leider nicht. Ich komme gerade vor wie so in einem Speedrun. Das ist der... Ich krieg das nicht. Das ist der langsamste Speedrun der Welt. So, wo ist das hier? Da oben. Hopp. Rein mit dir. Hier oben sind wir soweit fertig. Da lag, glaube ich, noch. Jawohl. Da sind noch ein paar sogenannte Treppenbücher. Da stehen bestimmt Treppenwitze drin.
So. Ah, schön. 2991. Jetzt ist es wirklich nur noch das Kleinzeugs da, weißt du? Also so diese kleinen Bände da halt, so wie das da zum Beispiel. So. Okay. Night Parade. Die Night Parade ist wo? Gute Frage, ne? Da. Da ist sie. Die Night Parade. Hallo? Da. Oh, hopp. Rein mit dir. So, dann haben wir auch hier die letzten Treppenbücher. Zack. Okay. Es neigt sich dem Ende zu, ihr Leute. Schade eigentlich. Das Spiel war schön. Hat mir gefallen. Also gefällt mir immer noch. Ich spiel's ja noch. So ist es ja nicht. Wir haben noch ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. So. Das hin, darüber. Irgendwo. Und das da? Darüber. Da war ich doch gerade. Bin ich jetzt dumm oder was? Egal. So. 1, 2, 3. 4. Das sind noch Eckenbücher. Das ist nicht gut. Da schwebt eins sogar, siehst du? So, irgendwas mit The Dead. Wie ist denn mit dem da? Ne, das ist nicht. Da gehört's hin. Aha. Dann haben wir das da hinten jetzt halt auch voll. Wo kommen die hin? Ach, da hoch. Das Regal da nicht auch voll dann? Doch schon, oder? Sieht zumindest mal voll aus. So. Hau ab. 1, 2, 3, 4, 5. So, wo gucken wir denn? Da oben hoch. Hau ab. Rein mit dir. Ja, die blöde Lampe. Egal. So. Das Regal. Ah, ich dachte, es wäre schon voll. Leider nicht. Leider nicht. Na, kommst du her? Ich will doch da hoch. Hallo? Naja, machen wir das so. Ach, da unten sind wir. So, Commanding the Dead. Dominion. So vielleicht? Na, das war falsch. Warte mal. Rituals of Calling the Dead Volume 1 und Volume 7. Das ist doch genau das. Was soll denn das? 1 und 7. Seltsam. Egal. 2, 3. Machen wir wieder Treppenbücher. 4, 5. Wo muss ich hin? Da runter. Da fällt irgendwo eine 10. Das kann ja dann nur hier sein. Sag ich doch. Und das gehört wohin? Da hinten. Dann haben wir das da auch fertig. Jawohl, ja.
Weiter geht's. Hoch mit uns. Auerle. So, der ist auch fertig. Ey, krass, wir sind voll gut dabei. So. Rein da. 1, 2, 3, 4, 5. So, der Schrank ist, glaube ich, fertig. Da müssen wir hoch. Dann machen wir das da rein. So. Ach, fast. Aber halt nur fast. Aber halt nur fast. So. Da hoch. Da rein. Höchstwahrscheinlich hier. So. Sehe ich das richtig? Wir brauchen 6 Bücher, 4 habe ich. Interessant. Da müssen irgendwo noch 2 Bücher rumfliegen. Muss ich mal gucken, wo die wohl sind. Ah ja. Oh, meine Freundin. Geht mir gerade auf die Nerven. Die sitzt neben mir und niest sich einen ab. Moment. Da fehlen 2 Bücher. Was ist das da? Das war vorher nicht da, oder? Ich guck mal, ob es noch irgendwo Eckenbücher gibt. Wahrscheinlich auf dem Tisch oder so. Irgendwo noch 2 Bücher rumfliegen. Müssen wahrscheinlich sogar von derselben Dingens da, oder wie? Ah. Ha. Da. Haha. Ein lila Buch. Aha. Also, haben wir festgestellt, ach guck mal, Zombie, The Secret Rituals of Domination sind die letzten 2 Bücher, was wackelt denn da, die wir gefunden haben, die gehören dahin. Komm, die tun wir jetzt schön von Hand einsortieren. So, die 5 und die 9. Tür ist offen. So, guck mal, das blaue Ding ist da jetzt weg. Das war das Ding da. Das war doch aber eben noch da oben, oder? Und das hat so blau geleuchtet, oder nicht? Steht da jetzt eine neue Nachricht? Nee. Okay, dann würde ich mal sagen, sehr schön. Dann holen wir uns jetzt mal Pizza ab. Einfach so. Okay. Haben wir noch ein bisschen... Ja, erstmal müssen wir uns noch ein bisschen umgucken, oder? 40 Minuten fast gedauert hier. Ich dachte, es geht 0, nix. Komm, wir gucken jetzt mal. Schön. So. Schön Screenshot gemacht. Muss ja auch mal sein. So sieht das aus. Eine gut aufgeräumte Bibliothek. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass da hinten dran die Fee ist und jetzt alles wieder durcheinander macht. Das wäre sehr doof. Ja. Was soll das jetzt heißen? Der ist sehr streng. Ja, ich habe doch aber alles richtig gemacht. Ja. Congratulations on completing the game. There's a message from the principal waiting for you. Go ahead and take a look. Okay. Ich habe 6 Stunden, 9 Minuten und 27 Sekunden gebraucht. Bookshelves arranged 396 von 400. Was bedeutet das? Magic Unlocked 9 von 9. Clear Times for special stages or not fully arranged bookshelves will not be recorded. Ja, aber wieso 396 von 400? Ich hab doch alle gehabt, oder? Oder? Ja, okay, dann gucken wir uns mal die Evaluation an. So. You are a sleepy person. Dankeschön, weiß ich. Look, listen closely. Okay.
Sieht super gut aus. War ein Desaster vorher. Ein komplettes Desaster. Aber jetzt sieht es wieder wie eine richtige Bibliothek aus. So. You did, komm mal her. Ach, guck mal, ich kann scrollen. You did a good job. I'll give you that. You're a tough cookie. Ich bin ganz ein harter Keks. Und you stopped right at the finish line just before perfect. Warum? Was war denn? It's a disgrace. Warum? Was hat er denn jetzt für ein Problem? Almost. Wieso almost? Was motzt er denn jetzt halt hier rum? I'll give you until tomorrow, but I come back and see one book, just one, out of place, your career's over, finished. Meet my expectations, be a winner, there's no other way, you got it? Moment. Was haben wir denn jetzt halt falsch gemacht? Können wir Continue machen? Da müssen wir jetzt halt gucken. Also, jetzt... Kann ich irgendwo hier was sehen? Ja, guck, 396 von 400. Wo ist das Problem hier? Sieht doch aber gut aus. Hä? Ach, habe ich irgendwo die Zahlen vertauscht? Oh, das... Oh, nee. Oh, das wäre ja richtig übel. Okay, pass auf. Wir gucken uns jetzt mal schnell da durch. Ob man... Ach, guck mal da. Schon gefunden. So. 1. 3. 4. Okay, 1 gefunden. 1 gefunden. Also, komm, der ist aber auch penibel, hey, muss man jetzt da echt mal sagen. Ey, was? Moment. Ich hab da voll eine fiese Idee. Weil er sich ja so aufregt, wenn es unordentlich ist. Was würde er denn machen, wenn wir alles unordentlich machen? Was hältst du denn von der Idee? Ich finde die super. Hat was von Punk. Aber ich würde garantiert, also wenn wir... Moment, der sagt ja, es ist ja nach Reihen sortiert. Wir haben alle Bücher, aber es ist ja nach Reihen im Bücherregal ist es sortiert. Das würde ja bedeuten, wenn ich jedes Mal da oben zum Beispiel die 1 nehmen und dann habe ich von oben nach unten blau, dunkelblau, grün, hellblau, so ungefähr. Und wenn ich sie dann wieder, und das letzte Buch ist das unten, wenn ich dann wieder von oben anfange, sie wieder reinmache, und dann stimmt das komplette Regalsystem nicht mehr, oder? Das heißt, theoretisch wäre das möglich. Theoretisch wäre das möglich, die alle durcheinander zu machen. Das klingt irgendwie schon fast nach Arbeit. Und sehe ich aus wie jemand, der gern sich extra Arbeit macht. Das ist mir schon genug, dass ich hier jetzt jeden blöden Bücherschrank absuchen darf. Nach falsch eingesetzten, weißt du? Das ist mir ehrlich gesagt jetzt schon zu blöde. Jetzt wird's richtig hardcore langweilig. Also eigentlich könnte man ja sagen, muss ich ja einfach nur hier gucken, wo ich, also Bücher, die ich einsortiert habe, das automatische Sortieren, das wird ja wohl richtig, oder? Das wird ja wohl nicht, dass der Zauber irgendwie einen Bug hatte oder sowas. Nicht, dass der Zauber einen Bug hatte und nicht richtig sortiert manchmal, so jedes 7. Mal oder so. Das wäre ja mal richtig fies. Okay. Oh, mach doch die Zahl noch kleiner, Mann. Ich bin noch ein... Ich kann noch nicht lesen. Ich bin froh, dass ich Zahlen hinkrieg.
Ich könnte auch einfach näher dran gehen. Ja, das ist langweilig. Das machen Rentner. Alter, das war so ein Zufall, dass ich die gerade eben sofort gefunden habe. Aber jetzt sieht sich wie Kuharsch. Auch richtig. Boah, ey. Ich will das jetzt aber schon schaffen, ja? Eins, zwei, drei. Okay, hier habe ich, glaube ich, viel gemacht. 1, 2, 3. Ich glaube, bei dem... ist der hoch. Bei dem Spell-Dingens unten, da werden wahrscheinlich ein Haufen Fehler drin sein, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich gehe jetzt aber... Jetzt habe ich hier oben schon so schön angefangen. Ich gehe jetzt nicht einfach runter und gucke nach, sondern... Boah, ey, Alter. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Also nicht das Spell-Dingsbums, bei dem Nekromantie-Dingens, da habe ich so viele Fehler drin gehabt, wo ich falsche Bücher reingemacht habe. Oder ein Buch vergessen habe. Und es dann später wieder reingesetzt habe. Dann denke ich mal, dass es da passiert ist. Oder so. Oder so. Boah, ey, jetzt bräuchte ich so eine Art, so einen Live-Chat, weißt du? Ich glaube, jetzt ist es aber zu spät, das Ganze jetzt nochmal als Stream zu machen. Weil da könnten mir Leute jetzt helfen und sagen, ey Mann, du Blindfisch, bist du nicht so, weil... Du dreimal vorbeigelaufen, du Affe-Zippel. Oder so. Mann, ey, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Nee, stimmt gar nicht, ich muss früher aufstehen. Ich habe gar keine Zeit, hier Bücher nachzugucken, Mann. Ich will... Ah, ja, guck, da ist wieder was. Da. Yes, das ist ja komplett falsch. Pass auf, das machen wir so rum. Ich bin doch faul. So, sortieren. Einschelfen. Das weiß ich immer noch nicht. Das war es immer noch nicht. Da. Zwei, drei. Das kommt 1. 1 muss ich noch finden. Gefunden. Sortieren. 1, 2, 3. Wow. Ey. Oh. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre jetzt wirklich unten das letzte Regal gewesen. Oder wir hätten es gar nicht gefunden und ich hätte zweimal durchlaufen müssen. Oh nee, das will ich nicht. Okay. Dann gucken wir halt nochmal. So, jetzt hat aber, ja? Ja, ja. So, jetzt... Ah, da ist Pizza! Das ist ja wirklich Pizza. Da ist gar keine Salami drauf. Was ist denn das? Sind das Sardellen? Was ist denn das? Okay. Jetzt hat aber. Komm mal her. Ich bin a very good person. Huge story. Huge story. Total success. Beautiful, beautiful success. Ja, genau, weil er so ein guter Anführer ist, so gut Leadership, gute Führungskraft hier. Deshalb habe ich das gemacht. Na. It's a beautiful job. The books are in perfect order, exactly where they belong. Beautiful. So. Okay, but you need to understand one thing. The reason this life shines so brightly is that your hard work is producing results at the highest possible level. The standard I set ist das ein Eingebilde, oder? Alter, jetzt, ja klar, er ist es. Er hat mich ja angeleitet und deshalb gehört ja ihm der ganze Ruhm. Aha. Okay, und da er mich ja eingestellt hat, zeugt das ja nur davon, wie gut er ist, weil er das Auge dafür hatte, wie gut ich bin. Okay. Er ist jetzt... Der nervt mich schon ein bisschen, weißt du? Mit seiner, also das ist schon ein Angeber, oder? Findest du nicht? So, pass auf. Ich hasse mich gerade so dafür. Pass auf.
So. The Art of Arrows. So, jetzt pass auf. Und wenn ich jetzt wieder so hingehe und das so mache. Das funktioniert. Okay, ich hasse mich. Warum? Warum mache ich die Scheiße hier? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist so dumm. Ja, einfach nur, weil er mir eigentlich auf die Nerven gegangen ist mit seiner so eingebildet, weißt du? Wir mussten hier die ganze Arbeit machen und der Affe Zippel geht hin und sagt, ja, das ist jetzt natürlich alles hier mein Verdienst, weil ich nämlich voll gut bin. Ja, am Arsch bist du voll gut, Junge. Ich habe hier alles ganz alleine aufgebaut. Und wenn ich ganz alleine einsortieren kann, dann kann ich auch ganz alleine wieder alles durcheinander machen. So, guckst du hin. Zack. Wir haben noch 382 Reihen, die wir jetzt halt platt machen müssen. Gar kein Problem. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja nicht so, als müsste ich morgen 5 Uhr morgens aufstehen. Und wir haben gerade 22 Uhr. Guckt mich an. Ich brauche mal einen Schönheitsschlaf. Aber was ich noch viel mehr brauche, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und ich muss meinem Chef mal zeigen, was er für ein Eumel ist. Wenn er so dumm Zeugs labert. So. Aber würde es nicht... Würde es nicht reichen, wenn ich einfach... Also, ich meine, hat man ja eben gesehen. Es reicht doch eigentlich, wenn der eins... Also, wir waren ja drinnen. Wir waren doch drin und der hat doch gesagt, hey, du hast da einen Fehler gemacht, da sind 4 Dinger nicht gescheit sortiert, hier, peinlich, oh, ganz schlimm, das ist scheiße, mach das, sonst, das ist sonst peinlich morgen. Und ich soll mir es gut überlegen und bis morgen soll ich das gerichtet haben. Ich hätte doch einfach nochmal reingehen können, oder? Wenn der sagt, wenn es bis morgen nicht gerichtet ist, ja, ist doof, ja, hätte das doch locker gereicht. Jetzt stehe ich hier und sortiere hier die ganze Scheiße hier. Ja, super. Ist egal. Das machen wir jetzt einfach. Jetzt bin ich dem Spiel schuldig. Jetzt habe ich es halt angefangen. Das ist hier dieses... wie heißt dieses Syndrom? Es gibt da so ein pass auf, Fallacy. Sunken Cost Fallacy heißt das Ding, glaube ich. Was halt einfach bedeutet, ich habe da jetzt so viel Geld, beziehungsweise in dem Fall halt Zeit drin investiert. Ich weiß, dass es falsch ist und ich weiß, dass es besser wäre, einfach aufzuhören. Aber ich habe da jetzt so viel Zeit investiert und wir machen da jetzt einfach weiter. Das ist quasi, ne? Eine Firma sieht, wir machen nur Verluste, wenn wir so weitermachen, aber wir haben da jetzt so viel Geld reingebuttert, wir können da nicht aufhören. Das ist dieses Sunken Cost Fallacy oder so. Glaube ich. Heißt das. Bin mir aber auch nicht sicher. Vielleicht habe ich aber auch falsch erklärt. Könnte ich mir ja von der KI erklären lassen. Alter. Ist ja nervig. Aber eigentlich geht's. Man muss ja nur... Das wäre wahrscheinlich deutlich einfacher, wenn ich Maus und Tastatur benutzen könnte. So, Mikrofon geht wieder. Ja, ich wollte euch nicht ins Gesicht, ins Ohr rein räuspern. Mache ich halt nicht gerne und ich muss halt nur darauf achten, ja, ich sehe es gerade, dass das Mikrofon an ist. War ja in der letzten Folge, habe ich nach 10 Minuten oder so mich geräuspert und habe vergessen, mein Mikrofon zu entstummen. Das ist ein bisschen doof. Und ja, ich habe direkt unter meinem Monitor, wo das Spiel drauf läuft, habe ich so ein... warte mal. So breit ungefähr, aber nur so schmaler Monitor. Den machst du eigentlich... an ein Gehäuse von einem PC, weißt du, mit so Blinky-Blinky und sowas. Aber du kannst ihn auch das ist ja ein normaler Monitor, kannst du da was drauf laufen lassen. Du kannst aber auch als normaler Monitor, weil der halt so schön, also nicht so hoch ist. Zwar breit, aber nicht so hoch. Er hat in der Breite 4K-Auflösung, aber nicht in der Höhe. In der Höhe hat er, glaube ich, 1000 oder sowas Pixel. Und deshalb ist er ideal, um unter einen Monitor zu stellen. Als Zweitmonitor unter einen Monitor, aber halt nicht, dass der eine da oben und der andere da unten steht. So.
Wo war ich eigentlich? Ach so, ja. Und da drauf habe ich mein OBS laufen. Auf diesem Monitor. Das heißt, ich müsste als nur kurz nach unten gucken und dann sehe ich jetzt gerade im Moment zweimal, wie heißt denn das? Weißt du, diese grünen Balken, wo anzeigen, wie laut du bist, Lautstärke anzeigen. Und da sehe ich gerade zwei. Das eine ist das Spiel und das andere ist mein Mikrofon. Sprich, wir nehmen beide Sound auf, sowohl ich als das Spiel. So. Aber im Eifer des Gefechts kann man das halt mal 40 Minuten vergessen. So. Habe ich erfolgreich diese Story zum Abschluss gebracht. Hätte da auch nicht gedacht. Habe gedacht, jetzt fängt er wieder an mit seinen ewig langen, ausschweifenden Geschichten. Vom Arschbacke und Kurebacke oder wie das heißt. Ey, oh scheiße, mir fällt da gerade was ein. Was, wenn wir eine Reihe vergessen haben? Dann muss ich ja wieder rumrennen. Oh, das ist eine dumme... Oh, ich muss mich gerade so... Echt jetzt. Immerhin, wir haben schon 100 haben wir schon geschafft. Das ist doch gut. So. Okay. Boah, ey. Die da mag ich ja gar nicht, wo so diese kleinen Bände sind. Ja, sieht gut aus und so, aber... Ach ja. Grüße gehen übrigens raus an Anja. Freundin von mir. Die hat da so einen kleinen... Also was heißt sie? Ich glaube, das ist relativ weit verbreitet. Ich glaube, dass ich hier der Seltsame bin. Wenn es eine Buchreihe angefangen hat und manchmal ist es ja so, du kaufst dir eine Buchreihe, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt als Beispiel angefangen, Walking Dead, die Comics, zu kaufen, auf Deutsch. Da kostet ein Band 18 €. Ist dann halt ein Hardcover, feine Sache. Und da habe ich mir irgendwie so Band 1 bis 7 oder so gekauft, ungefähr. Und habe die dann so schön im Regal stehen gehabt und immer wieder, wenn ich in den Comicladen gegangen bin, habe ich mir noch 1, 2 Bände gekauft. Dann habe ich aber festgestellt, gucke mal, es gibt auf Englisch die Walking Dead Omnibus Edition heißt das Ganze. Und da hast du dann irgendwie, ich glaube 8 oder 10 Bände in einem. Das ist so ein dicker, also wirklich so ein dicker Wälzer. Und hat halt ein komplett anderes Format, ist auch ein Softcover, ist halt auch auf Englisch. Und geht dann halt los bei Band 8 oder so. Also habe ich mir noch den deutschen Band 7 gekauft. Hab mir dann die amerikanische Omnibus Edition gekauft, wo irgendwie 10 Bände, also von 8 bis 18 hat. Und dann habe ich auf Deutsch weitergelesen. Das war so dumm. Dann habe ich auf Deutsch weitergelesen, noch ein paar Bände, weil ich die günstig Gebrauch gekriegt habe. Und dann gesehen, ach guck mal, es gibt auch die Omnibus Edition 3. Und die geht dann irgendwie von Band 21 oder so ab. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ne? Und dann habe ich mir die wieder gekauft. Also mein Regal sah irgendwie so aus, dass da so ein paar Bücher sind, weißt du so, 7 Bücher, alle selbe Höhe, alle selber Buchrücken. Dann ein komplett anderes Format, dick, Softcover, sowas auf Englisch. Dann wieder Deutsch, alles wieder einig drin und dann wieder ein anderes Format. Und das Lustige ist, dass dieses dritte Omnibus-Dingens da, glaube ich, das hatte auch nochmal ein anderes Format als das erste, was ich gekauft habe, auf Englisch. Ja, sind beide auf Englisch. Und die hatten auch 2 unterschiedliche Formate. Das sah aus, oder sieht aus wie Arsch und Friedrich im Regal. Aber ich habe da kein Problem damit. Das Lustige ist auch, ich habe die Serie nie zu Ende gesammelt. Weil dann hier die eben angesprochene Anja, Moment, die habe ich dann nämlich angefixt. Habe ich gesagt, hier, lies Walking Dead, voll geil. Und habe ihr meine Manga-Comics gegeben. Und dann hat sie die gelesen, fand sie auch geil und wollte sie dann aber selbst haben. Und hat dann halt wirklich die kompletten Bände, alle, auf Deutsch gekauft im Hardcover. Und ich hatte halt so, ich weiß nicht, wie viele Bände gibt's da, 30, 32 oder so. Und ich habe ja nur bis Band 20 ungefähr gehabt. Und dann habe ich einfach gewartet, bis sie die kompletten Bände hat, habe mir sie von ihr ausgeliehen. Und deshalb geht meine Walking Dead Sammlung nur irgendwie 10 Bände vor Schluss hört's auf.
Weil, warum soll ich die jetzt noch kaufen? Ich habe sie doch schon gelesen. Ja, jeder normale Monk, sag ich mal, würde da denken, Alter, du kannst doch nicht so kurz vor Ende die komplette Sammlung unvollständig lassen. Was soll das? Kauf dir doch noch die 10 Bände. Nö, kein Bock drauf. Hab's doch gelesen. Es geht mir um die Story, nicht ums Buch an und für sich. Okay. Ja. Und Anja ist halt eine, das muss halt alles. Der Buchrücken, er muss gut aussehen. Es ist auch voll verständlich, muss man sagen, ne? Aber ich bin halt eher so... Also, ohne Scheiß jetzt, ich finde es sogar schöner, wenn es ein bisschen durcheinander ist. Also ja, einigermaßen nach Nummer sortiert muss schon sein. Also so auf- oder absteigend von mir aus, wie ihr wollt. Also nicht, dass jetzt die 3 vor der 5 kommt und dann kommt die 4 und dann die 7 und dann die 1 oder was weiß ich was. Nee, das muss schon 1 bis... Also 1, 2, wenn ich die 4 nicht habe, ist nicht schlimm. Und so weiter und so fort. Da fehlt ein Buch. Aha, guck mal, das ist falsch. Beinahe. Ahaha. Da wäre es jetzt nämlich passiert. Da wäre es jetzt passiert. So. Oder? Muss ich jetzt hier weiter Scheiße labern? Ja. Also mir ist das egal. Ich finde das halt schön, wenn das so ein bisschen wild aussieht. Weißt du, so brrr, brrr, große Buchrücken, kleine, grüne, blaue, gelbe, sowas. Hauptsache, die Serie ist am Stück oder vollständig oder halt nicht. Ja. So. Ich bin jetzt, also ja, lese immer noch viel Manga und Comics. Ich komme halt nur leider nicht mehr so auf den Comicladen. Mangas gibt's überall. Sie überall kaufen, das mache ich auch. Aber Comics, die müsst ihr halt online bestellen, da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich will in den Comicladen gehen und ich will da ein bisschen drin blättern und gucken so. Samstag gehe ich auf den Flohmarkt. 176, wir haben schon über die Hälfte, sehr gut. Samstag gehe ich auf den Flohmarkt und da kriegen wir immer alte Comics. Und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen was finde. Das Problem ist aber, dass ich natürlich wieder mal so viel habe. Ich habe die neben meinem Bett so rundrum aufgestapelt. Ich habe so ein Futon-Bett, weißt du? Einfach nur aus dem einzigen Grund, dass da so ein dicker Rand außenrum ist und da kannst du halt Bücher drauflegen. Jetzt habe ich da so viele Manga liegen, die ich noch nicht gelesen habe oder Serien, die ich noch nicht weitergelesen habe. Das lähmt so richtig. Oh, ich habe hier, okay, wenn ich den jetzt lese, habe ich ja aber noch 10 andere, die ich auch noch nicht gelesen habe. Dann lese ich einfach gar keins, weißt du? Da gehe ich lieber hin und sortiere Bücher scheiße ein. Einfach nur, weil mich irgend so ein Schriftstück im Spiel angenervt hat. Das ist so eine dumme Idee, ich kann es nicht mehr wiederholen. So. Ich meine, es ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Wenn ich jetzt halt der Chef wäre, würde ich halt sagen, boah, bist du ein Arsch. Aber kann man ja ganz einfach austauschen, ist jetzt ja nicht so das Problem. Schlimm wäre es halt wirklich gewesen, wenn ich alles durcheinander gemacht hätte. Aber ich gehe garantiert nicht hin und tu mir 3072 Bücher rausmachen. Also alle wieder rausmachen und dann wieder einsortieren. Was passiert denn eigentlich, wenn ich die Moment. So, ich wollte gerade sagen, was passiert denn, wenn ich die Bücher alle rausschmeiß? Ah. Ich komme da nicht raus. Also, das ist das Geräusch, was man immer hört, ja? Ah, okay. Gucken, ob da hinten das blaue Ding ist. Nee, ne? So. Sehr gut. Sehr gut. Oh, ich höre so viel Podcast. Ja, ich gucke ja schon keinen Fernsehen und ich keine Werbung. Also ich zahle ja Geld für YouTube. Geld für YouTube ist gut angelegtes Geld. Also für YouTube Premium. Ja,
Natürlich kannst du einfach, keine Ahnung, YouTube warnst oder rewarnst oder was weiß ich, wie es heißt. Und Adblocker und sowas kriegst du auch keine Werbung, wenn du am PC bist und hin und her. Aber ihr müsst bedenken, wenn ihr YouTube Premium kauft, ihr kriegt ja nicht nur keine Werbung bei YouTube, ihr kriegt auch noch YouTube Music. Und YouTube Music finde ich persönlich besser als Spotify. Ich habe noch nie für Spotify bezahlt, aber ich krieg's halt auf Arbeit mit, da haben wir halt Spotify und es gibt so viele Sachen, die ich nicht finde, gerade wenn es so Videospiel-Soundtracks oder so, wo du genau weißt, ey, ich habe mir den Soundtrack sogar gekauft, den gibt es sogar als Kaufversion. Nö, hat Spotify nicht. Oder gerade wenn es in so Sachen wie Metal oder sowas geht. Oder halt Musik, die halt keine Chartmusik ist. Keine Ahnung, ich höre zum Beispiel, also etwas, was mir direkt einfällt, ist Ringo Starr. Wie der Drummer, ja, wie der Schlagzeuger von den Beatles, nur mit anstatt Star SKA, also Ska. Und ja, es ist eine Beatles-Coverband, die Beatles auf Ska covert. Voll geil, hat 2 Alben draußen. Auf Spotify findest du 1. Und das ist doof. Deshalb kann ich auf Arbeit nur ein Beatles Ska Coveralbum hören. Schade, schade. YouTube hat beide. So, Mikrofon freischalten. Genau, YouTube hat beide Alben. Und deshalb kriegst du halt mit, ich höre mich an hier, hey, ich will Geld von YouTube haben, weißt du? Für das, wo ich Werbung mache. Ja, du kannst dir halt dann Spotify sparen und hast dann halt keine Werbung auf YouTube, was, also YouTube mit Werbung ist voll für den Arsch. Und du hast dann halt noch YouTube Music und kannst dann hier dein Musikgedönse über YouTube machen. Und ja, du kannst dann halt Musik hören, während das Handy aus ist, aber das kriegst du ja mit, keine Ahnung, Rewinds oder wie es heißt, kriegst du es ja auch hin. Egal. So. Was sind wir denn eigentlich gerade? Ach, guck mal hier, wir haben nur noch 96 Reihen, wo wir das machen müssen. Da haben wir es ja bald geschafft. So. Hey, kommst du her? Machen wir die Stimmen. So, jetzt haben wir die Hälfte, also die Hälfte vom Raum. Und hier sind noch, wie viel haben wir noch? 88 übrig. Also haben wir 166 Regale auf dieser Etage. 166, nicht Regale, also nicht Schränke, sondern Shelf, wie heißt das denn? Reihen oder so. Oh, jetzt komme ich an diese scheiß Stelle, wo ich mich nicht gescheit bewegen kann. Naja. So, also. Haben wir noch Themen? Jetzt habe ich endlich Zeit. Die ganze Zeit im Spiel konnte ich ja nicht reden, weil das war so anstrengend, sich zu konzentrieren, so einigermaßen. Gerade am Anfang, als man die Zauber noch nicht hatte, muss man ja doch ein bisschen konzentrieren. Wieso macht denn das Ding nicht mehr die ganze Zeit? Ey. Achso. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich denn die Bücher her? Hab ich die vergessen reinzumachen? Ah, okay, egal. Hä? Ernsthaft jetzt? Habe ich irgendwo vergessen, Bücher reinzumachen? Naja, scheint ja aber zu... Okay. Wir merken uns hinten an der Wand, da ist eventuell irgendwas schiefgelaufen vor lauter Laberei. So, und ich habe es eigentlich nur gemerkt, weil nicht mehr dieses da ist. Das da, weißt du? Okay. Guck mal hier, noch 60 Regale. Wie viel Uhr haben wir? 22:34 Uhr. Das ist eine Scheiße. Zum Glück habe ich in einem Tag, also morgen noch arbeiten, dann habe ich einen Tag frei. Yay.
Aber da will ich eigentlich auch früh aufstehen. Ich will doch auf den Flohmarkt gehen. Und das ist kacke mit Flohmärkten, weil die sind immer so früh. Also die sind nicht früh. Du kannst natürlich auch um 13 Uhr hingehen, aber um 13 Uhr packen sie alles schon zusammen. Die richtigen Flohmarktler, die gehen ja morgens um 5 mit der Taschenlampe, gehen sie auf den Flohmarkt und tun dann, keine Ahnung, coole Sachen kaufen. Ich wüsste gar nicht, warum ich das tun sollte, weil ich denke mir halt so, das ist ja kein Laden, wo du immer genau weißt, was du kriegst. Das ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ja, da kommt der neue Aldi-PC. Ach Gott, nein, wie alt bin ich denn? Da kommt der neue Aldi-PC, da kennt wir jetzt vom Laden. Ist ja nicht so, dass du dann sagst, ja, da auf dem Flohmarkt, da muss ich jetzt hier 2 Tage vorher, muss ich da campen, damit ich der Erste bin, der morgens über den Flohmarkt laufen kann. Nee, ich meine, ja, kannst du ja gerne machen. Und dann läufst du über den Flohmarkt und findest ja nichts. Ich gehe doch nicht auf den Flohmarkt mit der Absicht, ich will genau von diesem Buch diesen und diesen Band haben. Nee, du weißt halt, also bei dem Flohmarkt, wo wir halt hingehen, der ist ein bisschen größer so, da weiß ich halt schon so ungefähr, ja, da gibt's Leute, die verkaufen Comics so, aber was genau das er dabei hat, das weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, manchmal findet man halt Sachen, die einfach, wo man gar nicht vorhatte zu kaufen. Das ist ja der Witz am Flohmarkt. Gehst ja da nicht hin, weil du was Bestimmtes kaufen willst, sondern weil du irgendwas Dummes kaufen willst. Wir haben sogar, Freundin und ich haben mal ein Flohmarktspiel gemacht. Und zwar, es geht darum, die dümmste Sache zu finden, die jemand verkauft. Du musst es nicht kaufen. Es geht nur darum, die dümmste Sache zu finden, die jemand verkauft. Und dann halt zu sagen, guck, das da ist das, was ich als dümmstes empfinde. Und dann sagt die Freundin halt das, was sie als dümmstes empfindet. Und dann entscheiden wir selbst, was wohl dümmer ist. Und ich habe, glaube ich, mal... War das eine Biene Maya? So ein Stofftier? Selbst gehäkelt. Das Ding sah aus... Keine Ahnung, wie aus Tschernobyl abgehauen oder so. Also es war wirklich schrecklich. Es sah wirklich übel aus. Und ich war da ganz, ganz hoch im Rennen war ich mit diesem Teil. Das sah richtig übel aus. Aber meine Freundin war besser wie ich. Und zwar hat sie gewonnen. Und ich bereue es heute noch nicht, dass wir da nicht hingegangen sind und es gekauft haben. Sie hat gewonnen, indem sie mir eine CD gezeigt hat, wo jemand verkauft. Und zwar die Super Moonies. Kennst du die Super Moonies? Wo wir das Sailor Moon Intro und so gesungen haben. Und das war halt so Super Moonies ein Album oder so. Ach scheiße, hey. Und wir sind da drüber und dann so, ja okay, hast gewonnen. Das ist schon, oh ja geil, wir haben es geschafft. Das ist so ziemlich das Dümmste, was du kaufen könntest. Und dann haben wir uns halt kaputt gelacht, sind nochmal im Flohmarkt gelatscht und dann so, scheiß drauf, wir kaufen uns jetzt die CD, oder? Ja, dann sind wir zurückgelatscht und hat sich schon jemand anders gekauft. Wahrscheinlich hat er gesehen, wie sehr und wie gut wir das finden und hat sie uns abgekauft, so. So, gibt keine Pizza heute, hä? Warum denn nicht? Congratulations! Congratulations on completing the game. There's a message, ich geht schon wieder los. A message from the principal. Ja. So. Also, 6 Stunden 37, 0 Reihenbücher fertig. Sehr schön. Zeig mal her, was hat er denn? Congratulations, you are fired. Schön. So. Ai. Ich hab die besten Bücher. Beautiful Bücher. Thousands of beautiful high-quality books. People came from all over to see my collection. It's a magnificent sight. I had a vision to build the best library in the world. Maybe the greatest ever. Hey, sag mal, jetzt mal ohne Scheiß. Das hat doch wirklich Trump geschrieben, oder? Kann das sein, dass der Entwickler vom Spiel der Redenschreiber von Trump ist? Billions and billions. Was für ein Ding? Billions and billions. Billions and billions of great, beautiful books. But I look at the shelves today, and what do I see? A total disaster. The books are everywhere. No order, no system. Just a complete and total mess. It's a disgrace. You were lazy, you were careless, and you were disrespectful to my best and most amazing gold standard organization. You had one job, put the books back. Just one job, and you failed. You're low energy, you're incompetent, and you've turned my beautiful library into a big mess of a warehouse. I don't hire people who make messes. I hire people who win. And
You are a loser. I've decided. Du, es geht nicht mehr. Okay, Moment. Ich muss mich wieder. Ziehharmonika, das macht er ja gerne so. I've decided to clean up this library. And I'm starting with you. You're fired. Get out of my library. Principal Merlin. University of Celeste Hall. Beautiful. Beautiful game. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. So, Ast rein. Spiel durchgespielt. Das ist doof. Okay, Spiel durchgespielt. Morgen spielen wir was anderes. Irgendwas ohne Bücher. Aber, wem das gefallen hat... Oh geil, wir machen das YouTube-Ende, oder? Wir machen das YouTube-Ende. Sollen wir das YouTube-Ende machen? Ja, mach das YouTube-Ende. Cool, die Menge will das YouTube-Ende. Gut. Wenn euch das gefallen hat, das sollte ich vielleicht mal am Anfang machen oder in der Mitte, wie das richtige YouTuber machen, die damit Geld verdienen. Egal. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch eine Glocke da und drückt ein Like. Oder so irgendwie heißt das. Keine Ahnung. Ne, drückt nicht die Glocke ist scheiße. Aber so dieses Däumchen da könnt ihr klicken und ein Abo da lassen oder so. Und, jetzt passt auf, wie ich ja am Anfang, am allerersten Anfang von dieser Serie gesagt habe, wollte ich ja gar nicht dieses Spiel holen. Ich habe ja ein anderes Spiel gesehen, wo man genau dasselbe macht, nur mit Lego-Steinen. Und das kommt aber erst noch raus im November. Und wenn das dann im November kommt, da habe ich schon Bock drauf. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Ja. Bis November. Tschüss. So, jetzt ins Bett.